Alex auch an diesem Wochenende hier. Und das hat ihm sicher auch moralischen Auftritt gegeben. So, wir hören Alex Rins. Wir hören den Drittplatzierten. Siebter an Kipp gewesen. Es sah so aus, als könntest du aufhören zu Jonas und zu Sam. Das hat gefehlt. Er war völlig am Anschlag, das ganze Rennen durch. Wollte auf Morbidelli rausholen. Ende konnte ich Platz 3 holen. Danke an Johann die Ehrenrunde mit 4 absolviert, sonst wäre ich gar nicht reingekommen in den Park der Nähe. Mehr gibt beim nächsten Rennen, ja, und da spricht er schon Le Mans an. Da dürfte Rins wohl auch ziemlich stark sein. So, los ist der nächste, der Sieger, weil nämlich Jonas Folger noch gar nicht da ist. Jonas noch irgendwo am Scooter unterwegs. Also, der Sieger. What time you took that victory in style, you made your way past on lap 2, and I think it was lap 10 or 10 laps to go, you really got the hammer down. I mean, how tough was it managing that last part of the race? For me, the middle of the race was, I knew there was a fault doing rings. I didn't know what the gap was behind, but I just tried to keep a good grip and save the front tire, save the rear tire, and then I seen it was maybe making 43 middles. I thought if I do a few laps 43 laps, I can get away, and Hoppala. we did, and I knew I could do a good job today. I was happy to get that next victory off the back. You know, it's been coming since Austin, and everyone's been saying I'll lead the championship without a win, so Es war schon really seit nice to Austin, get that. hat sich das irgendwie angezeichnet und angedeutet. Alle haben gesagt, du kannst es machen. Und es ist auch gekommen. Ja, vor allen Dingen sagte man ihm, naja, du führst die WM